Und zwar nehme ich euch heute mit durch meinen Daily Tag. Es ist der 6. März. Was mein Plan für heute ist, ich werde noch ein paar Kleider auf Depop stellen. Da kann man seine gebrauchten Kleider oder Schuhe oder Elektrozeug, kannst eigentlich alles Mögliche draufstellen, was du Bock hast. Und ja, ich habe eigentlich hauptsächlich Kleider drauf, wie ihr seht. Und yes, ich habe schon ein paar Sachen verkauft. Und es lohnt sich wirklich, all das Zeug lang drauf zu haben. Ich weiss nicht, wenn ich das draufgestellt habe vor ein paar Monaten, 2, 3, 4 Monate oder so, noch länger. Und es lohnt sich wirklich, weil irgendwann kommt jemand auf deine Kleider und ja, du kannst es verkaufen und verdienst noch Geld dazu. Also, was gibt es Besseres? 2 richtig grosse Schachteln mit Kleidern, die ich draufstellen kann. Und das muss ich mal in Angriff nehmen, weil ich das immer aufschiebe. Das ist nicht so meine Lieblingsarbeit. Genau. Dann werde ich noch auf Sourcing gehen. Ich muss wegen meinen AirPods Interdiscount. Dann ja, was muss ich noch machen? Ich muss noch in Ex-Libris etwas kaufen. Und dann treffe ich mich kurz noch mit der Kollegin. Und dann drehe ich noch ein Mukbang im Auto. Haben wir mir Fragen stellen und ja, ich hoffe, ihr habt mir fleissig Fragen gestellt, dass ich etwas reden kann. Und während dem Essen, und falls nicht, dann halt nicht. Ich habe jetzt gedacht, Jenna, mach es jetzt einfach, du es auf die Kamera, es motiviert dich und stell diese Sachen auf Depop. Also mach Fotos. Und es ist 20 Minuten gegangen, Loki. Und ich habe jetzt alle Bilder gemacht und ja. Okay, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kleidungsstücke. Und das ist eine Schachtel. Und dann habe ich noch 3 Sachen gefunden, die ich glaube selber noch behalten will. Obwohl ich es ein Jahr nicht mehr angehabt. Und man sagt, Kleider, die man ein Jahr nicht angehabt hat, sollte man gar nicht mehr haben. Die legt man auch sonst nicht an, aber ich behalte sie. Irgendwann lege ich sie sicher wieder an. Darum, ja. Jetzt muss ich sicher mal noch diese machen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Oder soll ich noch? Mal. Ich glaube, ich nehme den zweiten auch noch in Angriff. Auf jeden Fall hat es jetzt nicht lange gedauert und nachher stelle ich es auf Depop. Also ich mache es jetzt. Egal, ich mache es jetzt noch. Es ist 11:30. Ich mache es jetzt einfach. Mit Musik geht alles. Das hat mir gute Laune. Darum, why not? So guys, I am done. Oh mein Gott. Ich habe jetzt die Kleider abgeschootet, wo ich das abhalten kann, weil keine Ahnung, ich habe keine Lust gehabt, das anzuziehen. Und darum habe ich jetzt einfach mal alle Kleider genommen, also abgefüttert, wo ich mein Langarm-Shirt abhalten konnte. Und ja, die meisten konnte ich machen. Ich habe jetzt noch ein paar Crop Tops oder Träger-Shirts oder was habe ich noch? Halt Kleider, wo ich das nicht abhalten kann, weil es scheiße aussieht, habe ich noch. Die mache ich nächste Woche irgendwann. Aber jetzt habe ich recht viel wieder machen und ich habe wieder nur etwa 20 Minuten oder so gebraucht. Ich mache mir jetzt Lunch. Und zwar mache ich mir jetzt meine Bowl. Ich zeige euch aber nicht, wie ich die mache, weil meine Eltern in der Küche sind. Und ja, ich zeige euch dann aber das Endresultat und ich denke, wir werden uns dann im Auto sehen. Guys! Ich habe gerade meine Bowl gemacht. Die ist nicht wirklich so rausgekommen, aber es ist meine erste Bowl, also meine Siavelle. Ich wollte ein bisschen inspirieren zu dieser Bowl, die ich beim vorletzten Vlog, wo ich mit der Anne in Basel war. Ja, ich habe mich von der inspirieren lassen, aber ich habe da trotzdem vieles anders gemacht. Auf jeden Fall, I show you my work. Und zwar haben wir zuunterst Reis, aber das sieht man jetzt nicht. Dann habe ich Zucchini, Spinat, Zwiebeln,
SA Feta. Das sind Veggie-Bällchen. Also vegetarische Hackbällchen. Ich wollte eigentlich Bulli nehmen, aber das Bulli war noch eingefroren und das habe ich zu spät gemerkt. Und darum musste ich improvisieren. Und da ist noch Hummus. Und dann, ja, habe ich noch eine Sauce selber gemacht, inspiriert von der Bowl von Dean & David. So ein Sesam-Dressing. Und ich habe es richtig heiß gemacht. Also, die Bowl ist richtig heiß, damit ich jetzt noch an einen geilen Ort fahren kann. Und dass ich sie dann essen kann und dass sie dann noch warm ist. Genau. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Irgendwo, was vielleicht eine geile Aussicht hat. Aber ich kann noch nicht zu weit gehen. Darum sonst wird es kalt. Könnte ich durch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiss auch durch. Guys! So, ich bin angekommen. Mein Spot ist nicht wirklich Hammer. Meine Aussicht, würde ich sagen. Aber da habe ich wenigstens etwas zum Schauen. Es kommen Autos durch, die ich schauen kann. Obwohl ich eigentlich gar nicht irgendetwas haben, weil ich meine, ich tue jetzt essen und eure Fragen beantworten. Darum, ja. Mm. 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 Story. Und das sind Fragen. Es sind Fragen reingekommen. Wow! So. Mm. Ich muss meine Schuhe abziehen. Ich bin so doof. Wieso habe ich die Soße nicht mitgenommen? Ach. Ich glaube, ich tue nachher einfach rein, dass ich es mitgenommen habe. Es ist mir anscheinend, dass ich es jetzt unnötig mitgenommen habe. Organisierst du unser Klassentreffen? Nein. Es tut mir leid, aber ich bin zwar jemand, der gerne organisiert, aber eher so Ferien oder Trips oder Sachen, die Spass machen. Ich finde es persönlich eigentlich nicer, wenn man so erst so ab 8, 9 oder 10 Jahren das Klassentreffen macht. So dumm es tönt, aber ich finde, nach 5 Jahren hat man nicht viel mehr gemacht oder hat sich mega krass verändert. Also ein paar ist sicher schon, man hat sicher viel zu erzählen, aber irgendwie, weiss ich nicht. Ich fände es irgendwie geiler, wenn wir ein bisschen älter sind und mehr erzählen können. Aber so mit 10 Jahren, vielleicht nicht ganz 10 Jahre, das ist vielleicht schon ein bisschen krass, aber obwohl, natürlich, wenn es jemand organisieren würde, dann wäre ich fix dabei. Vor allem nicht alleine. Wenn dann mit irgendjemandem anderem oder mit ein paar anderen Personen zusammen. Aber jetzt ist es zu früh. Irgendwann werde ich es vielleicht mal organisieren, aber wahrscheinlich nicht. Auswandern, Fragezeichen. Oh mein Gott, die Frage. Ey, wenn ihr wüsstet. Ohne Witz, die habe nicht ich mir selber gestellt. Ich stelle mir sowieso nicht selber Fragen. Also nein. Also ja, also nein. Also, ja, generell könnte ich es mir vielleicht vorstellen, später mal, irgendwann. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich das Gefühl, werde ich sicher, wenn ich spätestens wenn ich mal Kind habe und eine Familie gründen, werde ich sicher in der Schweiz leben. Weil da ist einfach, ja, da ist eigentlich gute Lebensstandard, du hast gute Schulbildung. Ja, es ist einfach sicherer. Also ja, klar, andere Länder sind auch sicher. Aber ich bin hier geboren, aufgewachsen und irgendetwas verbindet mich auch da. Darum, auch später, wenn ich mal pensioniert bin, wandere ich vielleicht mal aus. Who knows? Aber ich werde sicher viel machen. Ich werde sicher reisen. Mal, das wäre ja mega geil, ein Zeitchen an einem Ort leben. Kann ich so ein paar Monate, bis zu einem halben Jahr oder sogar ein Jahr an einem Ort leben. Gerade auswandern ist so ein bisschen, jetzt gerade sicher nicht, aber vielleicht irgendwann. Wie geht es? Schon lange nicht mehr gesehen? Ja, ich weiss, mir geht es sehr gut, danke der Nachfrage. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es auch gut. Jetzt habe ich so Videofest. Wir müssen definitiv wieder mal etwas machen. Mir geht es gut. Ich hoffe dir auch und ich hoffe euch auch. Trotz Corona, wir sind alle im selben Boot. Und irgendwann ist es ja vorbei, darum, ja.
Dein peinlichste Erlebnis von der Schulzeit oder in der Schulzeit? Kopf, da muss ich aber schnell überlegen. Ich weiss etwas, aber das kann ich nicht sagen, weil das ist ein anderes Level. Vielleicht irgendwann tue ich mich exposen, irgendwann mal. Und es tut mir wirklich leid, weil ich hasse auch Leute, die so etwas sagen und nachher sagen sie es nicht, dann sollen sie es gescheiter nicht sagen, aber ich sage es euch jetzt, es gibt etwas, das richtig, richtig peinlich ist, aber das kann ich jetzt wirklich, wirklich nicht sagen. Weil die Person oder die Personen werden fix das Video schauen und das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Darum, vielleicht irgendwann ist, who knows, aber es gibt viele peinliche Sachen, viele kleine Sachen, aber okay. Ich weiss etwas. Aber es ist semi-peinlich, weil... Ja, ich erzähle es einfach. Aber es war in der Berufsschule, ja, shame on me. Ich war dann etwa 17, 16, 17. Und... Gott, mein Gott, es ist einfach peinlich, das zu erzählen. Also, naja, peinlich. Ich meine, es ist halt gesehen. Ich meine, es wäre schöner, wenn wir irgendwie so 14, 15 wären. Die heutigen 14, 15-Jährigen können das eh nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall ich und die Kollegin von der Berufsschule, wir sind ziemlich, keine Ahnung, was in unserem Kopf abgegangen ist. Wir sind manchmal echt krank und hobbylos. Auf jeden Fall, wenn wir Aufgaben hatten zum Lösen und uns langweilig war, weil wir fertig sind oder so, dann sind wir einfach so ein bisschen, oder, in der Schule mal gelaufen. Immer so im Kreis. Manchmal auch Stock rauf, Stock runter, wie so immer. Und haben halt miteinander geschnurrt. Und uns war einfach totlangweilig und dann haben wir mal angefangen, einfach so, Kind, why? An den Türen klopfen, wo sie Unterricht hatten. Und dann sind wir davon gesäckelt. Und dann haben wir auch geschaut, ja, wenn die Türen auftauen und so. Und dann ist die Stufe weiter rauf, haben wir die Türen aufgetan und haben irgendetwas reingeschrauen. Oder irgendwie so «Can I get a Huya?» Oder so, irgendeinen Scheiß haben wir dann ins Schulzimmer gerufen und haben nachher schnell die Türen zugeschlagen und sind davon gesäckelt. Fragt mich nicht, wieso wir das gemacht haben. Wir sind so krank, so kindisch, aber ich weiß nicht wieso. Das war so dämlich. Und das ist nur etwas von diesen peinlichen Sachen, was wir alles noch gemacht haben. Und das war in der Berufsschule, ich war 16, 17. I can't. Oh mein Gott. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, wir sind nie verwünscht worden. Das ist dann wieder das weniger Peinliche, wenn wir verwünscht worden wären. Das wäre ein bisschen peinlicher gewesen, aber trotzdem, es ist einfach peinlich, so etwas zu erzählen. Darum ja. Was ist dein peinlichster Moment in der Öffentlichkeit? Ja, super. Gott, jetzt muss ich wieder überlegen. In der Öffentlichkeit. Also ich kann gerade lame sein und sagen, mir ist gerade 1000% unangenehm, dass gerade ein Auto gekommen ist und der Typ immer noch in dem Auto ist und dort vorne ist und keine Ahnung, was der jetzt in seinem Auto macht. Wahrscheinlich sitzt er auch einfach so völlig um wie ich, aber das triggert mich gerade. Das war gerade sehr peinlich gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist nicht so viel peinlich. Auch wenn es dumm tönt, in der Situation meistens ist es mir peinlich, aber irgendwie eine halbe Stunde später oder 20 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung, ist es mir nicht mehr peinlich. Weil klar, in der Situation meistens ist es dann richtig peinlich, aber nachher denkst du so, ja, shit happens. Aber etwas, wo man wirklich belogen ist, und eben, es ist so, wenn wirklich etwas Peinliches passiert, dann bleibt es da auch, oder? Und das war, lass mich raten, ich weiss nicht, wie alt ich war, etwa so, ich war wirklich jung, I swear, das ist jetzt wirklich nicht gelogen, ich war wirklich jung, also etwa so 7, 8, dort rum. Dann bin ich mit meiner besten Kollegin und meiner Nachbarin, Rahel, Gruß, sie war auch schon im Video gesehen. Sie war bei mir und wir haben hinter dem Haus irgendetwas gespielt und sie hat irgendetwas erzählt oder was auch immer, ich weiß doch nicht. Auf jeden Fall musste ich so grölen, so lachen, ich konnte mich nicht mehr heben. Ey, mich hat so verputzt und ich hatte Blasenentzündung und ich habe generell, ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit Blasenentzündung, aber früher war es schlimmer, als ich jünger war. Und ja, auf jeden Fall musste ich richtig lachen und ich habe mich einfach eingenässt. Ich habe einfach in die Hose gepisst. Das ist
low-key unangenehm, aber yo, ich bin jung gewesen, ich hatte Blasenentzündung gehabt. Und meine Güte, wer kennt es nicht? Also ich meine nicht das, aber wenn man so richtig muss lachen und es einen verputzt, dann kann so etwas mal passieren. Also ja, es sollte nicht, eben, ich habe Blasenentzündung gehabt. Vielleicht wäre es auch passiert, wenn ich keine Blasenentzündung hatte, aber nein, wahrscheinlich nicht. Aber glaub, das war sicher mega peinlich gewesen, aber es ist nicht grob in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit gesehen. Es hat rein theoretisch jedes Auto oder jeder Mensch, der vorbeigelaufen ist, aber das kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, wir sind wirklich allein gewesen. Hat es gesehen, weil man hat es gesehen. Oh mein Gott, man hat es gesehen. Man hat es gesehen, man hat es an der Hose gesehen, man hat es da ist jetzt noch eins gesehen. Man hat es am Kopf, wie heisst's? Wasser. Halt, man hat es gesehen. Man hat es gesehen, dass ich mich eingesetzt habe. Und ich war ja im Flotsch innen gewesen. Also ich bin nass gewesen und meine Hose sind nass gewesen und das war echt peinlich gewesen. Aber ja, shit happens. Jedem passiert peinliche Sachen. Und der Typ ist immer noch in diesem Auto drin. Wieso steigt er nicht aus? Gott, das mag bei mir lang. Ich will es mega zuschneiden. Also, weißt du, klar, der Fakt, dass er vor einem Typ ist und mich beobachtet und sich wahrscheinlich denkt, what the fuck, was macht sie da? Es juckt mich einfach nicht. Also weißt, irgendwie ist es mir ein bisschen peinlich, aber ich meine, ich kenne den ja nicht. Ausser Raymond da. Aber ich meine, man macht sich immer viel zu viel Gedanken, was andere über einen denken. Die Leute machen sich vielleicht, keine Ahnung, denken so 1 Sekunde, what the fuck, was macht sie? Und in 10 Minuten ist es schon wieder vergessen. So. Ja, jeder ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Und darum... Du bist der beste Bruder und die beste Hobbyschwägerin auf der Welt, gell? Ah, oh mein Gott. Du hast... Ich will sagen, what the fuck? Also, du hast den besten Bruder und die beste Hobbyschwägerin auf der Welt, gell? Ja. Das ist ja so. Natürlich. Ich habe die besten Brüder auf der Welt. Nicht den besten Brüder. Ich habe 2. Also. Und ja, du bist wirklich die beste Hobby-Schwiegertochter oder Schwägerin. Nein, Schwägerin, nicht Schwiegertochter. Oh mein Gott. Ja, bist. Nein, muss ich wirklich sagen, muss ich wirklich zugeben. Du bist wirklich ein flottes Ding.